Versuchen, scheitern, weitermachen. Das scheint im Silicon Valley wie selbstverständlich zum Arbeitsleben zu gehören. Wer dagegen in Europa Schiffbruch erleidet, ist gebrandmarkt. Das hat im letzten Jahr einen deutschen Spitzenpolitiker dazu gebracht, sich bei einem Auftritt über einen Zwischenruf zu echauffieren, der auf seine eigene glücklose Unternehmervergangenheit anspielte. Der heutige FDP-Chef Christian Lindner hatte in jungen Jahren ein Start-up gegründet, mit dem er Millionen verlor. Ach, gucken Sie mal da. Ja, das ist interessant. Haben Sie nicht gehört, was die Ministerpräsidentin gesagt hat? Heute hier hat die Ministerpräsidentin gesagt, man soll auch Scheitern von Pionieren nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Da haben Sie einen. Da haben Sie einen in Ihren eigenen Reihen, Frau Ministerpräsidentin. Da haben Sie einen, der nicht zuhört, was Sie machen. Wenn man scheitert, ist man sich Spott und Häme sicher. Aber welchen Eindruck macht so ein dümmlicher Zwischenruf wie Ihrer auf irgendeinen gründungswilligen jungen Menschen? Was ist das für ein Eindruck? Ja. Ah. So, das hat Spaß gemacht. Das hat man Häme und Spott, das erntet man auch in der Schweiz bei Misserfolg. Über die Gründe eines Misserfolgs und was man daraus lernen könnte, darüber wird praktisch nie gesprochen. Doch das beginnt sich zu ändern. Der nächste Beitrag startet mit einem Abend, an dem Gescheiterte durchaus unterhaltsam über ihre Niederlagen sprechen. Ich werde Unternehmer, so wie dahinter. Das war immer meine Illusion. Ich werde Unternehmer, ich werde den Lifestyle führen, around the world, all over und werde ein super Business haben. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe wirklich alles von A bis Z habe ich alles falsch gemacht, was man als Unternehmer falsch machen kann. Mein Hinweis, um keine Fehler zu machen, ist, mach so viele Fehler wie möglich, einfach nicht mit Kunden. Wir sind gescheitert und wir erzählen euch davon. Das ist die Idee sogenannter Fuck-Up-Nights, wie jener vor kurzem in Zürich. Ich selber hatte die Idee, aus der WC-Rolle den Karton, der drin ist, rauszunehmen und das alles mit Papier, damit man am Schluss die WC-Rolle als WC rühren kann. Ich dachte, mega geile Idee, mega. Und habe ich schon als Erfinder gesehen, wie ich da rumlaufe mit der WC-Rolle und allem. Aber es ist eine scheiß Idee, es interessiert niemanden. Die Idee der Fuck-Up-Nights stammt aus Mexiko. Sie verbreiten sich weltweit. Yeah, it's really hard to choose one image when there were about 10 million things that went wrong. Das war beschissen. Dass nun auch der eine oder andere Schweizer offen über das Scheitern spricht, ist Engagement aus der Romandie zu verdanken. Die Leute erzählen hier die Geschichten, die sie auch Freunden und Familie erzählen können. Es scheint gut anzukommen, dass sie darüber sprechen können, was das Scheitern mit ihnen gemacht hat. Und auch die lockere, entspannte Atmosphäre. Es gefällt ihnen wohl, dass es so anders ist als eine offizielle Diskussionsrunde. Schiffbruch zu erleiden ist tiefgreifend. Wenn in der Seefahrtssprache ein Schiff scheitert, dann zerschellt es. Das Ziel, dessen Erreichen wir uns zugetraut haben, haben wir verfehlt. Bei Albert Kehl ging vieles in eine andere Richtung als jene, in die er eigentlich navigierte. Zweimal musste er einen Spitzenposten aufgeben. Ja, da machst du dir immer Gedanken und denkst, ja, da bist du selber schuld oder das sind deine Schuld, weil du bist ja an einer Spitze von einem Unternehmen, an der Spitze von einem Unternehmen und dann fühle ich mich verantwortlich. Ich fühle mich verantwortlich für das, was jetzt passiert ist. Zuerst baute er den Bio-Supermarkt Jado auf. Er habe das Geld zu wenig im Griff gehabt. Als Jado scheiterte, verlor er einen Betrag in 6-stelliger Höhe. Dann leitete er den Zelthersteller Spatz. Er wollte zu schnell zu vieles verändern. Der Rest der Geschäftsleitung zog nicht mit. Ja, einfach gehen dort, weil ein neuer Besitzer hat die Firma übernommen und hat dann 5 Wochen in New York verbracht und mir überlegt, was mache ich jetzt. Psychologen weisen darauf hin, dass sich negative Erfahrungen deutlich tiefer in uns einschreiben als positive. Wer scheitert, lernt viel und erlangt Wissen, dass es wert ist, an andere weitergegeben zu werden. Albert Kehl will sich nicht als Gescheiterter verstanden wissen, sondern als jemand, der immer wieder neue Türen öffnet.
Seit Juni führt er wieder ein Unternehmen. Es gehört zu 60% ihm und stellt Spezialmöbel her. Garderoben etwa, die in eine neue Schule bei Basel eingebaut werden. Gemeinsam mit seinem Verkaufsleiter prüft er die Arbeit. Die haben wir ja definiert, 41,5. Das können Sie sehen, das stimmt auf den Millimeter 41,5. Ja. Albert Kehl glaubt, seine zerplatzten Visionen lassen ihn heute genauer hinsehen. Und hätten ihn dazu gebracht, offener zu kommunizieren. Bei uns herrscht meiner Meinung nach eine offene Fehlerkultur. Also wir dürfen Fehler machen. Wichtig ist mir einfach, man sagt, dass man einen Fehler gemacht hat. Wir verschleiern den nicht, weil da gibt es noch grosse Aufträge, die in die Hose gehen können, oder? Nicht nur Unternehmer scheitern. In der heutigen Arbeitswelt können scheinbar kleine Fehler schnell zu etwas Großem, Umfassendem anwachsen. Wir sind vielfach von rein ausführenden Kräften zu sogenannten Arbeitskraftunternehmern geworden. Wir haben sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit. Das hört sich erstmal gut an. Das Problem ist, uns wird gesagt, welches Ziel wir erreichen sollen, aber nicht mehr, welchen Weg wir nehmen. Das heißt, wenn wir dann scheitern, ist es auch unser individuelles Scheitern, weil wir diese Wege eben selber ausgesucht haben. Tabea Scheel forscht an den Universitäten Berlin und Wien. Sie hat mehrere Jahre lang Firmen nach ihrem Umgang mit Fehlern befragt und herausgefunden, Mitarbeiter in Unternehmen, die eine offene Fehlerkultur pflegen, wissen mehr. Weil sie ihr Können und auch ihre Fehleinschätzungen teilen. So werden Fehler nicht ständig wiederholt. Unternehmen werden leistungsfähiger. Zu einer guten Fehlerkultur gehört auch, dass man weiß, man kann Fehler nicht vermeiden, es geht nicht, sondern man konzentriert sich aufs Fehlermanagement. Das heißt, was passiert, wenn ein Fehler passiert? Was machen wir dann? Wie regeln wir das? Wie gehen wir damit um? Plus die Eigeninitiative der Mitarbeiter fördern. Das heißt, wenn die Mitarbeiter sich trauen, Fehler zu machen und einfach auch mal ein Risiko eingehen können und wissen, sie werden nicht bestraft, sondern man kann dann drüber reden, dann werden sie sehr viel engagierter, Eigeninitiative und übernehmen auch mehr Verantwortung. Ich hatte 3, 4 Firmen nebeneinander gehabt und immer gedacht, ich schaffe das, ich kann das. Und ich konnte es nicht können. Und es ist richtig in die Hose gegangen. Vielleicht sind Veranstaltungen, an denen Menschen offen über ihr Scheitern sprechen, erste Zeichen eines Umdenkens. Und des Eingestehens, dass wir zwar in einer Erfolgsgesellschaft leben, aber dass dauerhafter Erfolg eine Illusion ist.